Kein Auto, Tüff, Tüff und kein Stand vom Benzin. Kein Mensch und kein Viecherl, wohin. Am Zeiselwagen war die ganze Bande benannt. Zum Essen haben's mitgeführt, ein Kriegsproviant. Zum Anflogen ums Brachbein auf fast eine Stunde. Familie sind die Katzen und die Hund. Zuerst der Hausherr und Kneffrau, dann der Kranelbruder Blanc, seine bessere Hüfte auch, dann der Bierversüber Schlag. Sehr alte war der Berg, in der Stucker Zähne klein, der Friseurkühl von Brischek, hängt am Trittbrett wie ein Schneck. Am Bocker mit der Lewieseldosen sitzt vorn der Herr Hofmusikant. Der tut auf sein Postmädel bloßen, ein Riedel, das jedem bekannt. Ja, ein Schuldenschein, da gibt's a Garde und da wird's ja möglich sein. Da gibt's a Garde und da wird's gemütlich sein. Grüß dich Gott, meine Lieben! Montag ist, herzlich willkommen bei der Pavlatschen, bei unserer Hitze-Sommerausgabe. Hitzefrei! Habe ich es betitelt. Jawohl, genau. Hitzefrei mit den 603. Ist die Ausgabe, grüß dich gut auch von meiner Seite. Ja, ihr merkt es, wir haben Ich muss einmal ablegen, kurz. So. Wir haben unsere Drohungen wahrgemacht und haben uns in den Badeanzug der 20er und 30er Jahre geschmissen. Nicht, dass es irgendwie eine besonders, wie soll ich sagen, eine wirkliche Wirkung darauf hätte, dass uns dann weniger warm war oder was. Pool haben wir. Das war natürlich das nächste gewesen. Wir brauchen ein größeres Studio mit mehr Kameras und dann hätte man dann Pool aufbauen können. Weißt? Das, aber das, wir arbeiten halt noch Low Budget. Ein Planschbecken hätte man da gearbeitet. Ja, low Budget. Was Aber schön ist, muss ich sagen. Aber schön. Und wir sind, wie gesagt, heute in vollster Montur und haben uns dementsprechend dann auch darauf geeinigt, dass wir heute Musik aus den 20er und 30er Jahren spielen werden. Also Wiener Lieder, die tatsächlich aus den 1920er, 30er Jahren stammen, die werden wir heute auch reißen. Aber davor natürlich ein Blick in den Jazz. Thomas Meyer ist da aus Kaisermühlen, jawohl. Was machst du jetzt wieder da? Geht schon, das hat sich mal eingeschaltet. Das war aber nicht aus den 20er Jahren. Nein, Naja. das geht schon. Ludwig Sass, Rudi Korbes, Matthias Mariacher, jawohl. Ludwig Saas, muss ich gleich einhaken. Alles Gute zum Geburtstag, mein lieber Na Ludwig. bravo. Ludwig hat Geburtstag heute. Bravo, Wenn alles ich Gute. mich recht erinnere noch, ja, ich glaube ja. Ist Ein Hoch auf Ludwig. Grüße euch zusammen aus dem kühlenden Wirbelpool mit einer Flasche Rote Veltliner zur Feier des Tages, Sabine und Ludwig. Hat seine kleine Orgie eine rote Achtung zum Geburtstag für den Ludwig Sass in den Wirbelpool, wo sie sich einen roten Veltliner reinhauen. Jawohl. Renate Ott, jawohl. Christi Gott, Maria Luis Lebe ist da. Austrian Arena. Jawohl, servus Gabi. Jawohl. Wir sind aus dem Urlaub zurück und können es kaum erwarten, Renate Ott. Ja. Neuburg an der Donau. Ich glaube, wir sind schon da. Ja. Momo M. Grüß dich gut. Große Freude. Das muss ich jetzt zweimal gleich hintereinander gesehen. Einmal beim Henkerselbrunner und dann Beim nochmal Taschler Taschler auch gemeinsam noch mit einmal, Robert genau. Dauer. Jawohl. Maba ist da, Spaziergang. Ja, natürlich aus dem kühleren, deutlich kühleren Helsinki. Slonek. Servus. Welch herrliches Bild, sagt die Renate. Ja, schon, ja. Glaube ich. Wir stellen schon was da. Was rein, da, ne? ne? Ja, so ist es ja nicht. Ne? Hallo aus Eibestal. Servus nach Eibestal. Gudrun Benedek, ist die gut? Küsschen. Jawohl. Ich weiß nicht, ich glaube, heute in dem Aufzug Ja. lieber nicht, Hab schon- lieber keine Zusammenhänge Ich herstellen. habe schon beste Grüße bekommen von meiner Frau. Das war
Landtagsstromer Markus, der Maber, also passt, also unser Mittelhessen vertreten. Vollständig Hätte vertreten. ist da. Jawohl. Coole Kleidung habt ihr heute. Es sieht voll super aus, Susanne Moser. Hat er einen Blick fürs Ganze, muss man echt sagen. Schau, hallo, Sophies Live. Jawohl, die Sophie. Servus! Was sagst du? Genierst du für einen Onkel? Nein, gell? Auf keinen Fall. Nein, hab ich ja keinen Keinen Grund zum Genieren, ne? Was? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein. Meine Nichte, nein, Großnichte muss man sagen. Großen, ja stimmt, richtig. Nicht, dass man der Raphael Illmeier sagt, mega aus. Servus Raffi. Dachte, das ist ein KI-Bild, weil habt ihr so tolle Retro-Schwimmanzüge, genial. Ne? Das ist was mit der KI, ich meine, wir arbeiten schon auch mit der KI, keine Frage. Aber ich meine, das kann eine KI einfach nicht machen. Das schafft es nicht. Die KI ist dazu nicht in der Lage, uns so. Vor allem, das wurde letzte Woche Montag aufs Tapet gebracht von euch und So ist es. wir haben es gemacht. Einfach einmal. So ist Na, es. dann machen wir heute was. Die Hitzebaulatschen. Ja. Hätte ich gesagt, auch Festschatz. Matthias Mariacher, wenn seid ihr in den Badeanzug eingenäht oder sind das jeweils Hose und Oberteil? Nein, das ist schon ein Einteiler. Und aufgrund dieses weiten Ausschnittes ist das die einzige Möglichkeit, rein und rauszukommen. Der Halsausschnitt ist auch der Einstieg sozusagen, ja. Ergo, je größer die Wampe, desto höher auch die Panik, wenn du aufs Heisel musst. Ja, in der Zwischenzeit, ich hab mir dort gedacht, das schaut fast aus wie ein Strampelanzug mehr bei uns, weil eigentlich ist er ein bisschen zu groß, nicht? Aber Ja. Ja, wir nur mal was wir kriegen. ja, So sind wir. So, gehen wir noch geschwind durch. Schau die Achtel von Scheine für den Ludwig Saas zu Geburtstag. ja, so gehört sich das. Jawohl. HPV ist auch da. Die Füße im kalten Wasserboot, Nicole und Peter grüßen die Gemeinde. Grüß dich Grüß dich gut. Ja. Niemals. Papa hat bald das gleiche an, nur ohne Hut. Ja, weiß ich so viel. Das habe ich heute zu Uschi gesagt. Der Mozler, mein Neffe, der hat auch sowas wie ja bald. Aus Ja? anderen Gründen. Also, ja. Da habe ich gesagt, ja, na gut, passt. Markus Volk ist da. Fest an die Burm, jawohl. So. Also wie gesagt, damit es nicht nur ein Karneval wird. Haben wir schon. Raphael Illmeier, 10 Euro, bist du gescheit. Da geht's schon. Dankeschön. Weltklasse. Ich glaube, Ja, vorher habe ich noch extra dich darauf hingewiesen, das Glöckchen zu holen. Das Glöckchen. aber ich war ja mit technischen Dingen beschäftigt. Das Glöckchen. Wie kann es anders sein, nicht? Die Technik. Aber es funktioniert wunderbar, oder? Schon da, ich bin schon Ja, jetzt. Raphael Illmeier. Raffi, danke. Wo ist denn da ist die Kamera? Es sind da mehrere, nicht? Ja. Drum. Bravo. Das Schmattesglöckchen. Ich danke dafür mal. So, na und wie gesagt, wir haben dann gemeint eigentlich, na, dann machen wir ein bisschen einen thematischen Rundumschlag. Ich glaube, wir haben eine Stunde Zeit und das ist natürlich schwierig, da wirklich irgendwie ausfüllend etwas zu machen, aber wir haben einmal gesagt, wir machen 20er, 30er Jahre. Der Patrick hat quasi die musikalische Redaktion Ich habe die übernommen. Redaktion übernommen, ein bisschen geschaut, recherchiert, wann die Lieder komponiert worden sind, beziehungsweise wann sie das erste Mal wirklich veröffentlicht oder getauft wurden oder sozusagen. Und deswegen reißen wir noch einen an. Was Das reißen man wir nur an? nach. Naja, das Vorstellung. Fangen wir mit einem Klassiker an. Da wird irgendwas da. Ist schon aus den 30er Jahren, muss man sagen. Ja, das passt ja. Also ja 1900. Die muss ich jetzt am Spiel Ja, das schreiben. schon, für das hast du mir auch geschrieben, ne? Ist ja 1939. 39, da schon ja. Oh, das ist ja Nazi-Lied. Nein, das kann man erzählen. Ja, wenn es 39 Da kam Jahre sogar gleich ein Text drauf. Ein Anti-Nazi-Text kam dann gleich drauf. Also im Jahr Ja, das war gleich geschrieben populär. worden ist. War gleich populär. Ich glaube, der Klausi weiß schon, was Ja, es ist. ja, Nicht? Ich fang zum Beispiel an, es kennt jeder, wirklich eines der bekanntesten Wiener Lieder. Absolut. Was ist denn nicht nur los? Was ist denn nicht nur geschehen? Jetzt sind sie überfüllt, die 38er Wien. Ein Schaffner, den ich frag, der schwitzt vor lauter Blut und sagt mir den Grund für diesen Feiertag. Heut kommen die Engel auf Urlaub nach Wien, denn dort weil's Haus, drum habst Wiener Stadt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Leidl beim Weindl, die kriegen gar nicht genug. Hinter am Baum
steht Gott einmal auf Nacht. Viel wieder anstehen in wer nicht auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf ihn. Wer er leid, wer er freit, aber da liegt was drin. Der Petrus sagt verschmitzt, wie er beim Herrgott sitzt. Die Engel möchten gern auf Urlaub fahren nach Wien. Der Herrgott sich das ein, drum sagt er nicht nein und unterschreibt für die Engel einen Urlaubsschein. Heut kommen die Engel auf Urlaub nach Wien, denn dort wenn's zu Haus, du musst Wiener Stadt so gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu, Kleidl beim Weindl, die Kriegel nicht nur. Hinter der Bahn steht Gott einmal und lacht, viel wieder anstehen in wer nicht auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf ihn, wer er leid, wer er freit, aber da liegt was drin. So schaut's aus. Jawohl, So schaut's ein bekanntes Lied. Nicht Absoluter nur- Klassiker, absoluter Ah, Klassiker. Es wurde sehr schnell sehr berühmt. Du sagst 1939, es war sofort ein Hit und nämlich so ein Gassenhauer, dass dann also wirklich binnen kürzester Zeit ein Parodietext drauf gesungen wurde, der sich eben gegen die deutschen Besatzer sozusagen gerichtet hat. Ja. sozusagen. Ja. War natürlich also es hieß dann nicht, heute kommt Beefke auf Urlaub nach Wien, aber das wollen wir natürlich nicht singen, nicht? Ja, das lassen wir natürlich auch. Man nicht. nicht. Das muss man schon sagen. Beste Grüße aus Wiener Neustadt, Wolfgang Kowalska. Ja, Servus, Wolfgang. Einmalig. Einmalig. Na, Die machen wir gerne. Musikerkollegen. Was machen wir jetzt nicht? Was da? Na, ich würde sagen, jetzt gehen wir vielleicht zeitlich, na du hast ja die Listen, ich überlasse dir die Redaktion. Ja, da Aber können gehen wir zeitlich zurück davor. Also nicht jetzt springen, sondern dass wir von Pah, 39 warte mal. durchgehen. Ja, das ist ein bisschen eine Herausforderung. Da habe ich jetzt aber, 39 Grad, lass mich jetzt einmal nachschauen. Naja, was der, gell? Nimm dabei einen Schluck Wasser. Nimm einen Schluck Wasser dabei. Naja, das nächste wäre eigentlich, Vom Gänsehäufe. das war Engel 39, 32, Hermann Leopoldi. Auch ein bekanntes, ein Gassenhauer natürlich, bis heute muss man sagen. Schön ist so ein Ringelspiel. Ja, bitte, gleich Text gleich Peter Herz, Musik Hermann Leopoldi. Gleich ein flottes danach. So nach, Na, weil das chronologisch war. Ja, ist ja gut. Dann sind wir schon mehr in den 20er Jahren. Na, schaut aber so. Beziehungsweise bis in die 10er Jahre dann schon. Das auch noch. Was kommt das? Aber in den 20er sind die dann berühmt geworden, die meisten. Also machen wir das Regelspiel. Ja, Das machen wir. passt zum Quandl auch, nicht? Das passt nicht. Zum Klamauk. Fast. Fast. Treten sein, nur herein, größter Jux für groß und klein, jeder Schimmel lackiert, wirklich frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour, kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel, damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorbei und dran sie da an selben Fleck. Man kann sagen, was er will, schön ist so ein Ringelspiel. 3. Mai, 4. Mai, welcher Tag ist einerlei, immer steht vor deiner Tür irgendein Kassier. Ob es März, ob August, immer fort und zahlen muss, einmal Steuer, einmal Gas, immer gibt's etwas. Jeder drückt sie nacheinander, die Tiere schneiden in die Hand. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel, damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorbei und dran sie durch
selben Fleck, Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringespiel. Der Franz ganz diskret mit seinem Flirt im Bruder geht. Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt er dran? Mit Gaudi und Bahö vor die beiden Karussell. Plötzlich sagt sie, Franzl, schon, ist das nicht die Frau? Ja, sagt er, fix Rad und Stern mit meinem Zimmerherrn. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Witz und kostet nicht viel, damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder fortblick und trat sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. Hermann Leopoldin wieder. Eine Traumnummer, aber ein Wahnsinn. Absolut, absolut. Was haben wir da? Der Rudi Korbes, danke für den Taschel letztes Mal. Gerne, Rudi. Ja, bitte, Wir bitte. danken, dass du gern. dabei warst. Schön, dass wir uns gesehen haben, Rudi. Ja, das hat Birgit Fuchs ist dabei. Schönen Abend. Servus. Ja, genau, muss man den Hut lüften. Siehst du, ich glaube, dass das gar nicht aus Höflichkeit gemacht worden ist früher, sondern einfach nur, dass man wieder ein bisschen einen Hut am Stern kriegt. Bei dem Kapperl ist es ein bisschen... Ich glaub, ja, aber es ist wirklich, also der Hut, man, das ist schon recht massiv. Das ist nicht einfach so ein Strohhut. Nein. Das ist überaus massiv verwobenes, nahezu nicht biegbar, also mit sehr viel Kraft nur. Ein steifer Strohhut, hält dadurch auch ein bisschen einen leichten Regen aus, also leicht, nicht? Im schüttenden Regen würde ich damit nicht gehen. Er verliert die Form, er geht auf dann. Er geht dann das auf, ist das ja. Problem, ja. Aber es ist also wirklich hoch. Aber es ist dadurch natürlich auch, Verwoben und verpresst. ja, dadurch, er schützt natürlich sehr gut von der Sonne, allerdings nicht von der Hitze, nicht? Weil ich weiß nicht, ein Lodenhut, glaube ich, ist jetzt nicht viel weniger warm. Nicht viel weniger warm, ja. Das ist definitiv, ja. Aber für euch, verstehst du? Für euch machen wir das. Renate Ott sagt, man fühlt sich in die wunderbare alte Zeit zurückversetzt. Ja, wo, du, aber Hermann Leopold, ich meine, es ist ja, jetzt bringt mich auf den Gedanken, wir reden ja von den 20er, 30er Jahren. Man hat natürlich ja auch das Ganze, diese Zeit eher negativ in Erinnerung oder historisch. Es hat sich halt viel getan. Ja, auf der Weltenbühne hat sich viel getan. Speziell dann natürlich in den 30er Jahren, aber wie soll ich sagen? Es ist halt, ich glaube, das müssen wir uns heute auch wieder bewusst werden. Die Weltenbühne ist die eine, aber der daheim ist wieder anders. Und natürlich hat das alles einen Einfluss und wenn keine Arbeit hat und kein Geld da ist und nichts da und man hat nichts zum Essen und nicht, ist das alles natürlich eine schwierige Sache. Aber trotzdem, wenn man sich das anhört, die Leute, was davon berichten aus diesen Zeiten, das haben wir eine schöne Zeit. Im Speziellen noch die 20er Jahre. Ja. Überhaupt ganz im Speziellen. Die Roaring Twenties. Also Definitiv. Die Festeln, was da gefeiert worden sind und was sich die alles reingehauen haben damals. Also, das war Rock'n'Roll eigentlich, bevor es einen Rock'n'Roll gegeben hat. Naja, Ich kenne ja ein paar Leute, die sich wirklich mit den 20er Jahren viel beschäftigen und die 30er Jahre. Und das war schon eine Zeit, mein Lieber, die haben die Sau rausgelassen. ja. Also gerade Berlin war ja da Berlin so und eine, Wien, Berlin ja noch also stärker. Berlin war jetzt ja. wirklich sozusagen Es war die Höhle des Löwen sozusagen. Ja, ich meine, es ist halt oft so, nicht? Also kulturell ist da schon wahnsinnig viel gegangen. Nicht? Ja. Wir denken an den Schimmel, nicht? Wir denken der an Schimmi, ja, der an die, Modetanz. Ja. wie hat das geheißen, da die Charleston und so. Charleston, Nicht? ja. Also ein komplett eigener Modestil, der sich da entwickelt hat. Der Und, Bubikopf bei den Frauen genau, zum ja. ersten Mal nicht. Kurze Haare bei den Damen und so. Emanzipationsbestrebungen. Hosen bei Damen. Die ersten, Die richtig. ersten also Damen mit Hosen und Dings, ja. Ich meine, Emanzipationsbestrebungen hat schon früher gegeben, aber das erste Mal, dass das auch wirklich in der Öffentlichkeit. Zigaretten kamen auf, Damen rauchten in der Öffentlichkeit. Richtig, und, ja. und so weiter. Und da war enorm viel. Also da hat sich was da. da. Ja. Da hat sich echt was da. Und ich denke mir oft jetzt irgendwie, man sollte das wirklich zur heutigen Zeit ein bisschen
einmal im Kopf behalten. Ja, das war eine geschissene Zeit da mit dem Krieg und der Hitler und das Ganze drumherum, eine furchtbare Geschichte. Furchtbar, Aber, wirklich, ja. aber ich erinnere mich immer, was mein Vater gesagt hat. Das war ein 33er-Jahrgang und der hat halt immer gesagt, schau, wir haben nichts gehabt, aber ich habe eine super schöne Kindheit gehabt. Das war ihm schon klar, dass das alles jetzt schon eher karg ist, ja, und das Ganze. Und meine Mutter auch, dieser 41er-Jahrgang, aber der Vater hat gesagt, du, ich habe eine wunderschöne Kindheit gehabt. Ich kann mich nicht beschweren. Für ein Kind ist das halt anders und ich glaube überhaupt die Menschen selber und denkst an die Büdeln, was es aus der Zeit gibt, wenn sie zusammensitzen mit den Instrumenten und so. Ja, haben jetzt da nicht wie heute, dass wir einen Schweinsbraten auffahren können und alle. Aber die haben halt trotzdem einen sauren Wein, einen Seierling oder was. Oder das warme Bier und haben halt gemeinsam musiziert, man hätte es gehabt, man hat es auch zusammengebracht. Und das werden wir auch machen. So schaut es aus. Wen haben wir da? Jetzt hat der Klaus auf den Hut geklopft und unsere 100 hat gemeint, es steht jemand vor der Tür. Das war auch erst. Das ist ein Theater schon, das gefällt mir. Das gefällt mir. Na, warte mal, zurück! Hallihallo, ich freue mich, euch mal wieder live dabei zu sein. Gruß aus Deutschland, aus dem Taubertal an das Wirtshausmuseum. Servus, grüß dich. Weltklasse. Das Bellen ist so laut. Das sage ich mal, so leise böen. Naja, aber also auf jeden Fall, wenn wir jetzt da, Hermann Leopoldi, ich glaube, ich nehme an, die 32 Groschen, wann sind die geschrieben? Auch 30 Auf dem 30er Jahr auch, ja. Das war ja noch vor dem Regelspiel eigentlich, ne? Das wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest so das war aber in der Zeit auch, ja. Und der Hermann Leopoldi war ja als Jude natürlich ein Feind der herrschenden Klasse damals, war auch im KZ Buchenwald drinnen, hat es außergeschafft, durch Freunde, irgendwie kurzfristig freikauft, was auch immer. Er hat es irgendwie geschafft, also mit vielen Mitteln, ist aus Buchenwald rausgekommen, ist sofort nach Amerika emigriert und war dann, ich glaube, hauptsächlich in Chicago aktiv, wo ja eine riesige deutsche, vor allem natürlich auch jüdische Gemeinde beieinander war. Und dort hat er agiert und gespielt. Und dort gab es auch die erste Aufnahme von einem Lied, das er vor dem Krieg, lang vor den Nazis in Österreich, geschrieben hat. Das reißen wir auch. Die 32 Groschen, so heißt das Stück. Passt auch in jede Zeit, kannst du sagen. Es gibt schon so Zeiten im Leben, da geht einem alles daneben. Da lässt einem alles und jeder im Stich. Man zweifelt an allem, man zweifelt an sich. Und bin ich schon mal hin und wieder, mir selbst und den anderen zuwider, trag ich mein Gemüt in die Reparatur, in Gottes freie Natur. Dann kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldig. Da draußen halt die ganze Welt im Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. In allen Weltengetriebe, ja, da begegnet uns öfters die Liebe. Sie geht in Gestalt eines Mädels vorbei, mit lachendem Auge im lachenden Mai. Mein Mädel, das ist sehr bescheiden, dass mich alle Menschen beneiden. Wir küssen uns satt in der inneren Stadt, und wenn sie den Namenstag hat, dann kauf ich ihr für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldig. Da draußen halt die ganze Welt im Buschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin.
Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. In allen erdenklichen Staaten, ja, da streiten die Herren Diplomaten. Ob rechts oder links nur die Seligkeit wär, ja, so streiten sie hin und so streiten sie her. Und wie schon die Großen der Erde, ja, so macht es die folgsame Herde. Sie folgt ihren Führern durch dünn und durch dick. Aber ich war nie her Politik. Ja, dann kaufe ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwallig. Ja, schau, da draußen halt die ganze Welt die Goschen. Und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn. Und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für nur 32 Groschen. Ganz in der Nähe von Wien. Großartige Nummer von Hermann Leopold, Wahnsinn, ja. Und da singt er ja, in der zweiten Strophe geht es ja um das, wir haben ja kein Geld, oder immer das ganze Lied geht ja mit 32 Groschen, es geht darum, man hat kein Geld für irgendwelche, und doch kann man ein freudvolles Leben führen. Nicht? Also genau so ist es, ja. Es dürfte schon stark daran liegen, auch was wir daraus machen, jeder Einzelne. Ich sag's einmal so. Aber Ich immer. sag's einmal so. Aber immer. Ja, die Achtelvereine, danke schön. Susanne Moser. Ich kann mich an Spazieren nicht gewöhnen. Jawohl, der Wolfgang. Ja, mit den Namen. Habe jetzt endlich ein neues Online-Konto eingetragen und natürlich gespendet für euch. Ihr verdient es gerne, Susanne Moser, bist Weltklasse. Danke Ich danke dafür mal. Danke. Und wer sonst noch Lust, Laune hat und sich denkt, pass auf, da machen wir jetzt schon was für die Musi oder für das, dass sie sich was Gescheites leisten können zum Anziehen, was auch immer. Haut eine an Schmattes, an Obolus in den Hut. Schau, es ist bei der Hitze, man kann ja nicht viel ausgehen und das Geld ausgeben. Gebt es uns, wir geben es bei jeder Hitze aus. Wir geben es bei Minusgraden. Wir können Geld ausgeben, das glaubt ihr gar nicht. Wir sind befähigt, es ist eigentlich ein eigenes Talent, das wir da haben. Und das wird aber zu wenig von der Gesellschaft gefördert auch. Ja? Allein was der Hut da kommt. Da steht er vor, ja. Gut, da muss ich sagen, der Girardi war teurer, aber den habe ich auch schon länger. Ja. Den habe ich schon länger. Also ich danke euch herzlich, Dankeschön. dass ihr Schmattes für die Musik eine habt. Ihr findet jetzt natürlich die ganzen Möglichkeiten, PayPal, Online-Überweisung, bla bla bla. Kanalmitgliedschaft kann man auch werden. Kostet nicht viel, monatlich nicht einmal 5 €. Das sind 2 Achteln beim Taschler, wann überhaupt. Also gibt mehr. Es gibt den Fanclub natürlich auch. Haben jetzt nicht direkt wie was finanziell, aber der Fanclub hat finanziell. Dann können wir wieder mehr Sachen machen mit dem Fanclub. Wie auch immer, es gibt Da viele machen wir Möglichkeiten, wieder was, ja, genau. uns zu fördern. Und natürlich, was auch zur absoluten Förderung dazugehört, und das bitte nicht zu unterlassen und nicht zu unterschätzen. Video teilen, Kanal abonnieren, Kanal teilen, auf YouTube, auf Facebook, wo auch immer wir da überall sind. Teilt das, liked es, schreibt Kommentare rein, das bringt auch unheimlich Das bringt wirklich viel, ja. Weil wir schon beim Thema sind, es muss nicht immer Geld sein. Ja. Also ich danke euch schön dafür und ja, top aktuell, sagt die Hette, penaliert, gell? Ja, du hast recht, heute braucht man wirklich einen Sackerl für die Cent. Ja, der alte Groschenling, Renate hat, ja. Was glaubst du, wie oft wir in unserer Zeit, seit wir das Lied spielen, hätte selber vom Gästen 32 Groschen bekommen. Wir haben schon, glaube ich, weiß ich nicht, sicherlich schon 10 Schulden daheim oder 20, nur in Groschen, in 32 Groschen Varianten, was mir eine sehr liebe Idee ist. Ja. Die 10er, ja. Die Aluminium. Ja, Weltklasse. Du, aber ich meine, jetzt so dieses Konzept zum Beispiel, dass wir uns im Vorfeld ein bisschen einen roten Faden überlegen, ich meine, es ändert, man kann immer Spontanität Sagen wir ja einbauen, das ist sowieso klar. nicht, das ist Aber ja das klar, würde mich ne? interessieren, was ihr meint dazu, ob das ein gutes Konzept für die Zukunft, weil Patrick als unser musikredaktionelles
Genie wäre ja da eigentlich Ich prädestiniert hab da noch für eine Liedauswahl ständig. Ne? viele Ideen. Zu einem Thema. Ne? Nicht nur Lieder, sondern und sonst Geschichten und so, auch zu Komponisten und Autoren, bis hin zu Verlegern, Musikern, die damals gespielt haben, gelebt haben. Was die eigentlich alles so gemacht haben, gibt es viele Sachen noch, die Wiener Lieder geschrieben haben und aber eigentlich auch in den USA durchaus bekannt sind. Auch Fritz Heller nur als ein Beispiel, also mit dem der alle zusammengearbeitet hat. Ja. Damit Orsi und so, also unglaublich. Ne? Es ist Also, ja allein schon zum Beispiel, nachdem wir ja nur quasi eine Stunde die Latschen haben, ließ es sich ja sogar allein schon mit alten Wiener Jazznummern so zum Beispiel auch füllen. Ja. Also es gäbe Ja. viele thematische Möglichkeiten und ich würde nur gerne wissen, so ein bisschen, was ihr davon halten würdet, wenn wir uns da ein bisschen, wie gesagt, keine Dogmatik, Nein, kein Ding. gibt's. Man heute schon, weil jetzt haben wir einen Anzug so. Ich meine, das muss man schon sagen. Das hat sich ergeben aus dem letzten Mal, muss man sagen. Ja. Hitzefrei. Ich habe das hitzefrei genannt, dann haben wir gedacht, das ist eigentlich Blödsinn, wir haben gar nicht frei. Ne? Wir spielen bei der Eigentlich Jagd nicht, Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Patrick, was spielen wir als nächstes? Ein Lied, das 1925 aus der Taufe gehoben Das schon, wurde, und zwar von Mitzi Staricek. Ein Fiebrich. Auch ein bekanntes, man kennt es auch. Eines der Grüß- bekanntesten Fiebrich-Nummern wahrscheinlich. Nicht Nicht das, das? sondern Mitzi Staricek hat das geboren, bei der Geburt dabei gewesen, 1925, in Otterkring. Otterkringer Marsch? Nein, auch Fiebrig. Alt-Otterkring? Nein, das ist viel später. Ist ja viel später. Silberne Kandel? Das Silberne Kandel. Ja! 1925 ist stimmt. glaube ich, 1921 schon geschrieben worden, aber ist eigentlich erst ab 1925 dann bekannt worden, durch Mitzi Staricek. Weltklasse. Ich habe nicht gewusst. Ein Otterkringer Urgestein, die Mitzi Staricek. Absolut. Traumhafte Sängerin. Berühmt gewesen. Ja. Und Franz Paul Fiebrig sowieso. Es gibt Sowieso, heute ja. auf der Lerchenfelder Straße, glaube ich, ist das Haus, nicht? Wo sein Geburtshaus. Also es ist der Ort, wo sein Der Ort Geburtshaus stand. ja genau. Das, das schaut irgendwie arg aus, weil das ist so, weiß nicht, aus die 60er Jahre oder was. Der Fiebrich ist gar nicht alt geworden. Der ist Ja. 31 schon gestorben. Ja. Also der wurde nicht sehr alt. Ja, die Arschlochzeit auslassen. Vielleicht auslassen, ja. Ja, schau, Variante. Ist nicht schlecht, ist eine Möglichkeit. Ja. Ne? Aber da ist heute, da ist ein 60er Jahr Bau, der 70er Jahr Bau. Ja, die Tafel hängt Ja, schon. und da hängt eben der Schild, hier stand das Geburtshaus vom berühmten Wiener Liedkomponisten Franz Paul Fiebrig Ja, genau. mit Sistalczyk. Und Silberne Kandel ist ja eine bekannte Nummer eigentlich. Also ein bekanntes Wienerlied, ja. Vorher begrüße ich noch den Manfred Graf, jawohl. Servus Manfred, grüß dich. Festsatz. Da fällt mir noch klar, dass in den 30er Jahren von Franz Micker Gehen wir Boden ein. Ja, das Ja. spiele ich auch immer wieder. Du, das Gehen wir Boden habe ich mir original, habe ich mir gedacht, pass auf, weil das hat ja der Rudi Besser hat das immer wieder Ja, gesungen genau. beim Tauschler mit mir, also ich habe ihn begleitet. Und ich habe mir gedacht, aber es war leider doch dann zu viel los, dass ich mir das einlernen hätte können. Ich habe schon Link gehabt und gesagt, ja, aber es ist doch viel Text und Viel Text und ich habe keine Zeit Nein, und die letzte Woche, es war wirklich die letzte Woche viel los wie privat, aber beruflich auch. Es ist wirklich Na ja, letzte ja, Woche, ja, ich nein, will mich nein. nicht beschweren, überhaupt nicht. Na, gar nicht, nein, aber Es war fast, es war mir einfach zu tun, ja. Aber es war tatsächlich auch unser Gedanke. Gehen wir baden, ja. Ah, ja. Aber jetzt da ist Silberne Kandel. Franz Paul Fiebrig. In ein ganz kleinen Gassen am lichten oder Grund, da wo das Wirtshaus zum Silbernen Kandel, die Wirtin und das Dichterl waren geschmackig und rund, der Wirt war ein Kreuz wie das Mandel. Die Stammgäste sind gesessen, glückselig beim Tisch, wenn irgends das Mädel so gut war und frisch. Und das Essen war billig und gut, wie es der Werner heut gern hat tut. Wer einmal nur dort war, der war auf jeden Fall gleich Stammgast im Kandel, im lichten Tor. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas
Salam. Bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle da, weil ich ein Wirtshaus bin, so auf dem alten Schlag. Heute ist silberne Kandel, ein großes Restaurant, mit Spiegeln und aufputzten Ofen, und drinnen sitzen die noblichen Leute und essen mit silbernen Gaben. Die Leute, die sind gespreizt und es wird einem nicht klar, dass das einmal so ein liebes Wirtshäusl war, wo's Glück aus den Fenstern hat gelacht. In der Früh zum Mittag und auf der Nacht. Ja, da denk ich zurück an die wunderschönen Jahre, wie die silberne Kandel noch gerne war. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas lang. Bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle da, weil ich ein Wirtshaus bin, so nach dem alten Schlag. Mitzi Starizek 1925. Ja, wie alt ich war in den Hat Leuten. berühmt gemacht sozusagen. Ja, Und in die Welt hinausgesungen, die Dame, ja. Jawohl. Schöne Nummer, oft gespielt, mache ich Klassiker. der alten heurigen Musiker, also der Wiener Liedmusikanten. Die haben es gar nicht so gern gespielt eigentlich. Der hat schon so ein Schlager, das Soda-Ruschen und so. Da Naja. haben wir wieder bei dem Thema, Ja. es ist gut. Die Und Nummer es ist gehört gut. natürlich auch zu diesem Genre der sehr kitschigen Lieder. Schon. Also es ist Muss schon man so, sagen, also ja. viele Musiker haben einfach diese, also die jetzt sozusagen diese sehr authentisch verwurzelte Volksmusik pflegen, die lehnen halt dieses Kitschige stark an. Und natürlich, ich will nicht den ganzen Abend nur solche Auf der Kitschnummern anderen Seite haben. zum Aber es Beispiel gehört dazu. ein anderer Fiebrig, nämlich, der zum Beispiel, der wird gern gesungen auch von den Musikanten, oder wurde auch immer gern gesungen zum Beispiel. Natürlich. Ist aber auch schlagt aber in die gleiche Richtung vom kitschigen, sierslerten Text her. Mir gefällt die Nummer auch gut. Ne? Ja. Das größte Glück zum Beispiel, Größte wenn wir schon Glück. vom Fiebrig sind. Ja, Ne? ja. Zum Beispiel. Ne? Das größte Glück. Nein, es Auch sind- aus den 20er Jahren. Ja, es sind viele. Das zum Beispiel nur. Ne? Also ja, es gibt da keine wirkliche Regel. Im Endeffekt, wenn alle Musiker ehrlich waren, ja, inklusive uns eigentlich, Unser einer, ja. die hätten man einfach sagen, das gefällt mir oder gefällt mir Gefällt mir nicht. Ja. nicht, das spiele ich nicht will. Und dann irgendeine Begründung rausholen. Mache gefällt mir halt nicht. Ja, es kann so, sein, dass ich einfach sage, das gefällt. Und natürlich, manchmal ist es so, dass man sagt, so ein bisschen so dieses Genre im Genre ist nicht so meins. Aber an sich, ja, de facto geht es darum, gefällt es mir nicht. Und der große Karl Hodenau hat zu uns immer gesagt, lernt euch die Lieder ein, die euch taugen, weil die spielt gut. Und recht hat er gehabt. Absolut. Er hat es auch so gemacht. Da hat er wirklich recht gehabt. Ja. Absolut. So, KTM-Junkies am Start, grüß dich Gott, jawohl. Maggie ist auch schon da. Gleich zum Süden. Sehr schön. So, der Renate hat gesagt, man hat Nachtschicht und kann euch live nicht hören. Muss er uns nachschauen, da muss er nachschauen. Das muss er. Nachträglich, nachher geht ja alles, ist ja alles kein Problem. Jetzt schaut es eine Mose, aber jetzt Herrgott, was da extra gegoogelt, aus welchem Jahr das Lied stammt. Noch zu jung für heute Abend. Ja, Das ist viel zu jung. Das ist für heute viel zu jung, ja. Woher oder wie habt ihr die ganzen Texte parat? Bewundernswert. Du, Peter, Meinst du jetzt die Liedtexte? wir spielen 30 Jahre. Ja. Es gibt ja viele, die ich auch nicht kann. Ne? Muss man auch sagen. Noch nicht, ja. Und Aber- das hört aber nie auf. Auch das Aber es war schade, wenn man nach 30 Jahren gar nichts kennt. nicht mehr als 10 Lieder drauf hätte. Nicht? Also es liegt, glaube ich, einfach wirklich nur an der Zeit,
die wir mit dieser Musik verbringen, sagen wir es so. Aber danke schön für den Lob. Das ist, ja, danke dafür. Ja. Sehr schönes Lied, sagt Susanne Moser. Jawohl. So fest unsere Burne Mäge. Die Reblaus von Moser. Wann war die Reblaus eigentlich? Reblaus ist später. Eben die Viel später. Noch dem Krieg. Nach dem glaub ich. Krieg schon. Ja. Ja. Reblaus ist später, ja. Ja. Die geht heute nicht, gehen wir heute nicht. Weil sonst noch ein flexibler, aber heute nicht. Aber heute sind wir da also alles noch bis 30er Jahre. Ja, genau. Weil nach dem Krieg hat man so einen Badeanzug nicht angehabt. Das auch nicht mehr mit, das stimmt auch. Ja. Ja, das geht nach dem, geht das ja. Stimmt. Na, aber die Waldkeit ist da, jawohl. Jawohl, die servus, Waldkeit, die grüß dich. Na gut, pass auf, Patrick, nächstes Lied. Nächstes Lied. Gehen wir zum Kronecker. Kronecker. Weißt du, von diesen Komponisten, Friedrich Kronecker, die waren in der Zeit einfach die Hauptschaffensperiode gehabt, muss man sagen. Ja, traumhaft. Traumhafte Stückeln. Und die Nummer hat wieder was damit zu tun. Habe ich eine Aufnahme zu Hause, sogar auf einer Shellac, von der Hansi Niese, die berühmte Schauspielerin, Volksschauspielerin. Hansi Niese singt das drauf. Und zwar der Werner Schimmi. Der Werner Schimmi, Weltklasse-Nummer. Mir taugt die Nummer. Eines der Lieblingslieder meiner Frau Gemahlin. Ganz eine interessante Version, muss man sagen. All my stuff ist da, sagt schon, Outfit, Weltklasse, Burschen. Jawohl. Waldkeit häkelt bei 32,4 Grad. Das bei uns ist auch nicht kühl, aber wir häkeln nicht. Wir häkeln höchstens euch. Also hakeln. Schreibt sich hakeln. Oh, ach so, der hakelt bei mir auch da, ja. Jawohl. Na gut. Der Werner Schimmi passt in die 20er Jahre. Nicht nur vom Titel her, sondern der ist ja wirklich in die 20er Jahre geschrieben drin. Ne? Aus dem Grund natürlich. So schaut's aus. In mein Leben ganz gern Häsel, ist Wirtshaus von goldener Granz. Ein heimliches alter Wiener Bäsel, da gibt es kein Fernsehen, kein Pflanz. Es heißt, dass die gemütliche Werner vom heutigen Tanz nichts verstehen. Und dort kann tanzen wir jetzt lernen. Wiener ist schon doch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzen wir moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Da ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Das ist kein Pflanz, was soll nicht Tanz? Lustig ist dort wie am Kyoto. Man braucht dort kein Smoking, kein Frack. Man tanzt ohne Rog und mit Viertel. Man braucht keine Stiefel aus Lack. Die Küche, die Plane, die Anna, tanzt da wienerisch fest. Voll Hamburg, von wie wir stammen mit Graben und singt noch das Gstanzl dazu. Beim Wirt zum Dortner Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Was kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Das ist kein Pflanz, der alte Tanz. Der Werner Schimmi von Rudolf Kronecker. Bei der Nachgeschrieben. Werner Schimmi. Und teilweise Verwendung uralter Volksweisen. Ja, das ist es so. Patrick, wo wir es da? Die Waldkeit, schau Liebe den Finger. Die Waldkeit, 5 Euro von Waldkeit. Sani und Mutzi werfen ein. Da ist natürlich das schmattes Glockerl im Anschlag. Danke schön, Waldkeit. Danke. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Dank und natürlich, wie gesagt, nur einmal an alle, hat es einen Schmattes für die Musik, ein Obolus ins Körperl, das quasi virtuell herumgeht, oder der Hut, nicht? So, bitte für die Musik, sind gnädig, haben sie eine was, Danke. ein Schmattes für die Musik, ein Reibach quasi, nicht? Hat es eine was, danke vielmals, die Möglichkeiten sind vielzählig, sind natürlich in der Videobeschreibung erklärt, was es noch alles gibt, neben diesen zwei Möglichkeiten. Wir danken euch herzlichst jetzt da schon. So, dann haben wir da jetzt, da geht es ja noch zu, bitte Allmest auf. Haben mich jetzt erst zugeschaltet, aber egal, ob ihr heute wieder nur eine Stunde oder etwas länger macht. Zugabe, Allmest auf. Eine Stunde wie immer. Jetzt. Ja. Wie immer jetzt. Wie immer jetzt. Ja, seit jetzt. Seit der 300. Apfelstrudel, aber ich schrei hin. Ich schrei hoch. Das ist sehr alt. Das ist eine ältere Nummer, viel älter. Könnte man aber spielen, wenn die 20 ist. Das ist auch natürlich, so. ja. Susanne Moser war in Trebler stammt das 1940 sogar. Da schon her. Okay. 1940, dann war es im Krieg. Dann muss das auch nicht, dann war das in einem Film. Im Krieg ist gut, der Mitten im Krieg. Ja, da sind ja viele Filme ja entstanden. Ja, überhaupt. Ja. Der alte Sünder, den kann ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ist aber auch später. Ist nicht mehr 30er, ist schon später auch. Ja. Klar, ja, ist auch sicher 40er Jahre plus. Die Mägi sind in Schweizer Bergen, 1056 Meter, schön kühl hier, das glaube ich, das ist leibend. Klaus wird zum Dudler, ne, ich weiß nicht, ich probiere es halt. Das ist nicht schlecht, ich sage ihm das wirklich. Ja, es ist nicht, ich weiß nicht. Judy Austria ist am Start, gehst du. Servus, Christi. Rudi Welsch, Bonniskisch, Balladonna, servus, heute sagt sie der Festspieler. Erst, aber ich meine, genauso könnte man am Balladonna aber ausfahren, oder? Ich meine, ganz ehrlich. Ausfahren, auch am kleinen. Ausfahren. Ja, aber auch am kleinen Balladon, oder? Also sagst du, während du auf die Pferdl aufpasst, nicht? Gehen wir zum kleinen Balladon, nicht? Gehen wir an den Strand, nicht? Rauchen ein Zigarro, stecken die Zecheln ins Wasser. Ins Wasser, ja, lassen den Herrgott einen guten Menschen sein, ne, wie man sagt. Ja. Nicht? Ja, genau. Und dann gehen wir wieder raus und ziehen uns wieder was an. Dann essen wir was. Ja, so könnte man es vor. Also bitte, wo war nicht am Balladon, ne? So, bitte. Und, ich meine natürlich, man muss halt dann schon schauen, wie wir das machen, weil natürlich die Frauen würden uns ja reihenweise... Eine Katastrophe wäre das fast für uns. Ohne Bodyguards und Security keine Chance. Da brauchen wir einen Bugel. Dabei. Ein Bugel mit einem Kandel. Mit einer Kandel. So. Ja. Aber wir schwelgen. Jawohl. Sunny badet bestimmt, Weltklasse. Ja. Wo man eben sagt, Daumen hoch, nicht vergessen. Ja, hat es einen Daumen hoch. Ich sage, es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Ja, stimmt. Ja. Nicht nur monetär. Monetär ist möglich. Mitgliedschaften. Ihr könnt im Online-Shop Merchandising kaufen. Ihr könnt einfach nur unsere Videos, unsere Content, wie man so sagt, über teilen aus. Ihr könnt hinkommen, wenn wir was spielen. Ihr könnt es mitnehmen, wenn wir was spielen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wir sagen jetzt schon Dankeschön für diese vielen Möglichkeiten. Ja. Der alte Sünder stammt aus 51, mein Geburtsjahr. Ja. Sozusagen, muss das sein. Ja. Apfelstrudel sagt, Fuhrmanns Lied hat interessanterweise dieselbe Melodie wie das gerade gespielte Lied. Ja. Jedenfalls im ersten Teil. Ja, allerdings im Dreivierteltakt. Ja. Genau. Ja. Drum hat der Patrick gemeint, ne? Der hat in der Nacht geschrieben. Ja. Weil der wird am meisten gestohlen. Ne? Ja, so ist es. Rudi Weschball, das sicher nicht. Raphael Hillmeier, 10 Euro von Raphael Hillmeier. Hast du nicht vorher schon was gezahlt? Du hast schon was gekriegt. Wie oft noch? Raphael, nicht aufhören. Raphael, für dich das ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Jawohl, Weltklasse. Vielen Dank. Ja. Klaus mit dem Outfit auf der Honda Monkey, ne, das wird aber wild. Aber du, heute habe ich Bestellungen gemacht für mein Honda Monkey, für mein Scheißerl. Ja. Wegen ein Pickel oder was? Nein, das habe ich schon geglaubt. Nein, das mache ich Mitte August. Nein, ich habe bestellt einen Gepäckträger und einen Lenkergepäckträger. Weil der Gepäckträger, das ist ja nicht viel, nicht? Nicht wirklich, ja. So wie für vorne und für hinten kriege ich einen Gepäckträger.
Ich hab schon geglaubt, der kriegt einen Beiwagen dazu. Das war, bist du Ich der mag Manke mit kleinen Beiwagen. Beiwagen hinten. So. Das ist das neue Projekt. Ein Manke mit dem Beiwagen. Na gut, das muss ja der Zahn auch. So wie viele 125er Buch hat es auch mit dem Beiwagen, einen Beiwagen gegeben, ja. Ja, aber man, schau, da muss es ja so sehen. Es geht ja nicht, dass der Die hat aber Beiwagen ist ja weitaus kein weniger Problem. PS gehabt. als Ja, aber die. jetzt stell dir vor, jetzt haben wir der Beiwagen allein, okay, das ist ja nicht so alt. Stell dir vor, jetzt sitze ich auf der Manke und du im Beiwagen. Ja. Weil das Ding steht. Da geht nichts mehr. Das, Da geht es uns wie beim berühmten Geschicht der Carella ja. in Sierndorf am Kölner. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Das geht uns mit der Manke auch so, die sehen wir dann so. Durch die Kupplung, da raucht es nur, da stinkt es, das war's, das ist eh. Aber die Idee ist nicht schlecht. Mit dem auf der Bei Manke. uns haben wir erinnert, ich müsste nur wie beim Bob fahren, tauchen am Anfang und dann reinspringen im Beiwagen und dann, wenn wir fahren wir eh. Ja. Bei jeder Kreuzung, wenn wir stehen, muss ich Ich wollte gerade sagen, das aussehen. ist bei jeder. Rennen wieder Wenn rein. ein Hetz war es natürlich. Für mich, nicht? Wenn ich, aber ein Manke, naja gut, Manke mit Taiwan hat was. Jawohl. Habe einen neuen wienerischen Ausdruck für Essenszusteller gelernt. Menage-Reindl-Kutscher. Ja, das kenne ich aber. Das kenne ich auch, ja. Der den kenn ich, Menage-Reindl-Kutscher habe ich schon gehört. Also keiner ist jetzt, aber ich schon Es gehört. ist mir nicht einmal, fremd. Ja, okay, sozusagen, genau. Mit dem Outfit gehen wir überall schwimmen, richtig, Merit. Schmatte steht, Rudi Korpes. Ich danke dir. Danke, Rudi. Du bist immer so großzügig. Jetzt einmal für den Rudi, Rodolfo Corapezzo. Kommt jetzt einmal, Also, weil da da ist hebe immer, ich den Finger. da hebe ich den Finger, weil da ist immer ordentlicher Schmattes. Ja, Paypal oder Überweisung, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube aber Paypal sogar. Und daher, Rudi, danke. Danke. Wie aber auch so viele andere, und da danke ich wirklich herzlichst dafür. So. Ja. Kommst du bei der Manke mit den Füßen runter? Ja, bei der Manke schon. Bei der Manke leicht. Das ist aber das einzige Moped, wo ich leicht habe. Na, wobei, die Harley Davidson, also diese ganzen Jobber, da kommen überall gut leicht an. runter, Klar, klar. Ja, also das ist kein Ding. Ja. So, Patrick, 21:07 Uhr. Ne? Ich sage mal 2 Lieder. Wissen Sie, Oschke, also, das ist natürlich schwierig jetzt die Wir Aussage. können auch Was sagen machen 3. Sagen wir, Was wir machen machen 3. wir? Machen wir einen Was machen wir kleinen, jetzt, einen kleinen Überzeitler, aber nur einen kleinen. 3 Lieder machen wir noch. Ich will einen Schluck Wasser. Eine muss sein, finde ich. Also, das muss wirklich sein, weil Ludwig Gruber war auch so einer von den Komponisten, nämlich. Und das sollte man eigentlich schon. Auf der Lahmgrund und auf der Wieden. Jö. Meine Mutter war Wernerin, wäre auch eine Möglichkeit, das ist in die 20er Jahre viel aufgenommen, da gibt es ja etliche Aufnahmen in den 20er Jahren, ist aber bereits 1906 geschrieben, meine Mutter war Wernerin von Ludwig. So, Das ist so eine alt. alte Nummer, Ja, ja. Gruber, ja. Ja. Du, Patrick, vorher noch Finger heben. Jetzt sehe ich es auch, ja. Hey, Franz Gmeller, 10 Euro. Danke, Franz. Danke dafür, Danke, danke. auch für dich. Das Schmattes Glockerl Deluxe. Ja. Danke. Danke dir vielmals, danke schön. So, na gut. Ja, was war das jetzt? Auf der Lahmgrund und auf In F, gell? der Wieden. In F oder in Dor? Nein, ist in egal, F, ja. in F. In Passt, F. ja, ja. F wie Vater. Es sagt die Mutter zu der Tochter, du Mensch, Schani ist jetzt aus. So lange Apfelstangen kommt man immer mehr ins Haus. Schau dir einmal nur die Freundin drüben auf der Wieden an. Die hat einen von den Dragonen, siehst, das wär für dich ein Mann. Drauf sagt die Tochter zu der Mutter, ich hab nur mein Schani gern. Ja, auf der Lahmgrund und auf der Wien, dulli, 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 sind die Gusto sehr verschieden. Dulli, 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 drunter am Naschmarkt auf der Wien, da geht ein Stutzer promenieren, sagt zu einer Plattenstandlerin, Prinz, was kosten diese Birnen? Na, 4 Kreuzer, sagt Frau Sali
zu dem Stutzen nicht verlegen. Doch der will ihr für das Nagel bloß 2 Kreuze niederlegen. Bums, der Rot da, der Urfein und Frau Sali sagt zu ihm, ja, auf der Lagergrube, auf der Wieden, Dulli, 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 sind die Birnen heute sehr verschieden. Dulli, 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 Jawohl. Haben wir ewig nicht gespielt. Ewig lang nicht gespielt. Ewig nicht gespielt. Auf der Lager, auf der Wieden. Ja. Ja, Wahnsinn. Wo ist die Mege? Location etwa zwischen Chur und. Wo ist er? Und ein bisschen später kam auf dieses Lied, auf diese Melodie, ein anderer Text auch drauf. Nämlich, auch bekannt, die Nummer nicht ganz so bekannt, aber in Insiderkreisen oder die hier ein bisschen mit Wienerlich Beschäftigten, ja, kennen es auch. Ja. Für uns Gibt's noch die Mondscheinbrille. Die Mondscheinbrille. Ja, das genau. Stimmt, Genau. Wurde gleich zweimal verwurstet. Allerdings Ja. nur die Strophe. Ne? Die Strophe, der Refrain ist ja dann ein anderer. Ja, sehr gut. Aber das passt. Ja. Nächstes Naja, Lied. nicht deppert, ne? Das weißt du wie Ah, das das ist ist. klar. Aus Otterkringer müssen wir auch natürlich spielen. Was spielen wir so? Ein Otterkringer Marsch natürlich. Föderl ist das bereits. Föderl. Das ist bereits ein Föderl, aber aus Ein dem junger. 28er. Ein junger Föderl. Ein junger Föderl, ja. Opus, weiß ich jetzt nicht, aber wirklich ein junger Föderl, ja, der Otterkringer Marsch. 28er Jahr. Stellt euch vor. Karl Föderl, ja, das ist ein Frühwerk, ein wirkliches Frühwerk. Der Otterkringer Marsch, ja. Ja. Reißen wir an. Dort, wo mir Welt schon zu Ende geht, die jenen Häuser stehen so lieb und schön aus längst vergangener Zeit. Dort, wo verträumt aus den Garten ein süßes Lieder klingt und gegen singt zu einer Gemütlichkeit, wo jeder Trauer sein Glück findet, in heller Sterne noch der Mond stillacht und wascht und gesungen wird, wo ein Wendel bringt, dass an das Herz all springt und zu einer Madel ich glückselig macht, wo die Mitzieh und der fesche Hans in grüner Grat und Dudeln runde wie ein Tanz und die Schrammen spülen so voller Schneid, die zarten Schmutzer tanzt der guten alten Zeit. Dort raus den Untergring lebt noch so eine Wien und der Hamur, der uns von heute nie so als Erbter blieb. Dort lebt noch Gemütlichkeit, noch unter jetzigen Leid. Dort liegt der Wienerlied so süß und voller Innigkeit, wo's einer selig macht und still das Glück dir lacht, wo du ein Lieder lauscht, das uns der Schramme uns hat gemacht. Dort, wo man nicht vergisst, dass er ein Wiener ist, das schöne Stück Alt Wien, heißt Otterkring, jawohl! Jawohl! Otterkring! Hoch-Otterkring! Otterkring. Später doch bin ich der Arbeit Alexander Hauser, jawohl! Servus Alex, grüß dich. Ja, Ich muss mal kurz, ihr müsst mir verzeihen, ich muss mich kurz erheben. natürlich. Es nutzt nichts. Tut ja nicht, Taschen, die So. Es ist, du wolltest ja nur einmal mit deinem begnadeten Körper durchs Bild scheitern. Natürlich. So, bitte. Wenn das der ja, andere auch- Heller gesehen hätte, der hätte. Auch begnadete Körper. Ich bin sofort engagiert vom Ja, Fred. der hätte komplett ein anderes Konzept gemacht. Der hätte das lassen mit den schlangen Menschen. So. Der hat gesagt, die zwei brauche ich, weil Ja, genau. das steht was da. Weißt du? Ja. Das ist die Realität, das sind Fakten. Da können wir Da nichts können wir nichts dran für. rütteln. Da können wir nichts dran rütteln. So.
Ja, pass auf, jetzt ist da gingen sie noch 2 Lieder aus. 2 Lieder gingen sie jetzt noch aus. Wunderbarer Marsch. Flieger mit mir in die Heimat wird im Wiener Lied nicht im Repertoire sein. Wäre zumindest alt 1930. 30 Jahre? Ja. Na, Flieger mit mir in die Heimat ist ein Schlager natürlich aus den Ja. 30ern, aber kein Wiener Lied. Ja, das war gut. Ja. Flieger mit mir in den Himmel Hinein. Ein Maderl, ich lade dich ein. Grandiose Dinge. Aber es ist halt diese Zeit, wo wirklich der Kitsch... Der Opa hat es gespielt. Kitsch, Mein ja, Großvater ich hat's war auch nicht. gespielt. Gut, jeder hat das. Ja, Aber ja. es ist halt Kitsch, es Kitsch kennt. Und natürlich, man merkt es dann, glaube ich, schon, dass immer die Zeiten, oder ich weiß nicht, ob es immer so ist, wir müssen halt mal nachschauen, das einmal vergleichen, aber dass immer, wenn die Zeiten ein bisschen schwieriger geworden sind, dass wirklich in der Unterhaltungskunst, sagen wir mal so, dass da stark Kitsch. Also, Es war schon so, ja. dass das Es kitschig stimmt wurde. einfach, ja. Warum auch immer. Vielleicht irre ich mich, aber ja. In den Seitenblicken seid ihr auch sehr super rübergekommen. Danke, Susanne Moser. Ja. Dankeschön. Seitenblicke, genau, haben wir gar nicht besprochen. Haben wir nicht besprochen. Ja, halb Eiweiß da, ich rede davon. Nicht? Aber das ist Ja, gut. Ja gut, das sind ja schon die 3. Ja. Nein, Seitenblicke, ja, war erfolgreich, war lieb, war nett, hat uns sehr gefreut, dass sie da waren. Und war eine nette Geschichte. Ansonsten haben wir gespielt beim Hängler Aselbrunner, volles Haus. Dann haben wir gespielt beim Taschler, ebenfalls volles Haus im Garten, herrlichste Stimmung gehabt, war leibend. absolut klasse. Ja. Dann haben wir gehabt am Sonntag privat sozusagen einen Frühschoppen in alter Freundesrunde. Ganz großartig, wirklich leibend. Da haben wir mit dem Wetter so ein Glück gehabt, weil es war durch die Wolken. Eine es Kölner war- Partie, richtig sozusagen, ja. war echt leibend, ja. Und Heute sind wir da. heute sind wir da. Und was haben wir nächste Woche, Patrick? Diese Woche haben wir noch dann Rössenkeller am Freitag. Haben wir So noch. schaut's aus. Diese Woche, ja. Weil ich fahre aus, weil Da- bis Donnerstag ist die Hochzeit von meinem Neffen, wo ich die Ehre habe, als Trauzeuge zu agieren. Das heißt, bin ich morgen draußen dann noch und am Bin Donnerstag gespannt, was er Donnerstag. für Gewand auch hat und tut, nicht? Naja, Also, ein schönes halt, nicht? Aber was soll man machen? Ich werde mich wohl für mein Rennen. Am Donnerstag wird es Naja, erträglich werden, wirst du sehen. werden wir schauen. Ich werde auf jeden Fall meinen Rennen, wie heißt das? Leinenanke schön, Bitte gerne. Leinenanzug anziehen. Nicht? Das ist das Einzige, was in der Hitze halbwegs tragen kannst natürlich. Das werden wir machen. Und dann immer am Freitag Dornröschenkiller. Das heißt dann nicht schon wieder für die Woche. Ne? Dann haben wir das reicht. Mit Weinviertel abwarten und kommt doch, das weiß ich bereits. Ja, Also die wunderbar. werden auch uns besuchen kommen. Wunderbar. Und dann Röschenkeller, ja. Da freuen wir uns schon. Ja, sonst ist nicht viel. Ich meine, es ist Sommer, es ist Urlaubszeit, es ist sonst viel los. Wir spielen privat schon das eine oder andere Mal auch. Und auch öffentlich, das kommt dann allerdings, die aber das werden wir öffentlichen- nächste Woche dann besprechen. So schaut's aus. In einer Woche dann. Da kommt dann einiges Da kommt auf dann uns zu. einiges auf uns zu, da war ich, ja. Da kommt einiges auf uns zu. So, welches Lied jetzt? Vorschlag, entweder machen wir das Benzinger Kircherl 1925, wäre eine Möglichkeit. Ich habe irgendwo im Wienerwald einen Wein entdeckt, das ist relativ spät, 1939 schon. Nein, Ich jetzt Benzinger Kirche machen. Benzinger Kircherl oder das größte Glück? Wie du willst. Ich habe ja gerade gesagt, Benzinger Kirche. Doch, wirklich. Langer Musik hätten wir auch noch. Hätten wir auch noch. Ja, Dann machen wir das Benzinger das Kircherl. Benzinger Kirche, das haben wir jetzt lange nicht gespielt. Genau das drinnen war- 1925. Ja, Passt. das Schöne haben wir Nummer. lange gespielt. Mhm. Das und dann die Vom Schlussnummer berühmten- darfst du aussuchen. Roman Domanik. Oder wie wir ihn nennen, Roman Domanik. Moll, weil der hat fast immer in Moll angefangen. Ja, Seine Komposition. ja. Ja, merkt's gleich. Droben von Benzinger Kirche hört man es 12 Groschlang und durch das muntere Gassen birgt und Ecken vor einem Wiener Häsel, da holt der Madelsteig aus. Macht ein verlegenes Knicksel, dann huscht's wie ein Masel ins Haus. Immer noch die rauschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Straß.
soll verliebt sein, so kommt sie vom Domeiers Haus. Die Guckeln sind blau wie die Feigeln, sie glänzen voll Lust und voll Freude. 60 Leidl so was, 31 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. Dann huscht sie über die Treppen, sagt zur Frau Mutter, küsst Hand, trug ihre Blumen ganz heimlich, Rosen aus seiner Hand. Wie die Schönbrunner erklungen, da hat ihr zärtlich schon da. Und bei die Werber da hielt beim Vater ums Batschanterland. Im Ohr noch die rauschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Straß. So drückt sie sich fest in ihr Bettel, dann löscht sie die Wachskerzen aus. Kaum hat sie die Guckeln geschlossen, träumt sie schon vom künftigen Glück. 60 Leidl, so war's, 31 in Wien, und die Zeit, die kommt dann nie mehr zurück. Typischer Domani. Und da, das meine ich, da merkt man halt schon, also noch kitschiger geht's nicht. eigentlich Also nicht, ja. es ist schon, es tut teilweise, muss ich sagen, ich finde es ein wunderschönes Lied, aber es hat halt es tut manchmal schon Das fast. ist ja in Erinnerung an die, also noch 100 Jahre noch vorher werden da ja besungen. Ja, also was die ja Guckerl und die Fast. ums Badschandel anhalten und die, ja, es ist wirklich. Es ist hart an der Grenze. Es ist so, nicht? es Das ist muss so. man Aber es wirklich gehört wirklich dazu. sagen. Es ist Es an der, gehört wirklich dazu. an der Grenze. Nicht? Ja, Das wohl. ist, Da steht der Manfred Kraft. Nächsten Montag bin ich nicht mit von der Pavlatsch-Matthieu, weil da spiele ich in Grenzing beim St. Martinsepp mit Ludold Franz. Jawohl. Jawohl. Ist entschuldigt. ausnahmsweise. So, es verabschieden sich schon die meisten. Zu Recht, aber vorher sage ich nochmal den Hinweis Ui, auf den Schmattes. Jetzt haben wir einen Überzeiler. Dankeschön. Nein, habe ich gesagt, hätten wir nicht. Und die letzte Nummer, Patrick, die darfst du Das aussuchen. Lieblingslied meiner beiden Großmütter. Bleiben wir, jetzt haben wir den Jetzt waren wir anderen im Kitsch. Komponisten, bleiben wir beim dem Kitsch dabei. Roman Domani Groll wieder. Ja. Lannermusik heißt die Nummer. Man kennt es aber nicht unter dem Titel eigentlich. Die meisten kennen ihn als Handschuhmacher. Ja. Oder dort rund am Ulrichsbergerl. So Ulrichsberger. Der Titel ist Lannermusik. Offiziell. Offiziell, ja. Das hat noch nie einer gesagt, wenn er sich einer dieses Lied wünscht. Spielt's mal Und ist jetzt nicht ganz aus den 20er Jahren, muss ich Da schon her. Ist im Jahr 1912. Also das ist Na eine gut, frühere jetzt. Ja, weil es die letzte Nummer ist. Aber doch, die passt rein, weil Mitzi Staricek aufgenommen hat, auch in die 20er Jahre. Und auch Hansi Niese habe ich auch eine Nummer, von der Leopoldine Laut habe ich auch eine Version. Das ist alles in die 20er, 30er Jahre aufgenommen, die Lannermusik. Also insofern passt es wieder gut rein. Ne? Ja, die Schlussnummer ist es quasi. Aber Ist doch, auch die, laut, die ne? muss ich bringen. Jawohl. Die Lieblingsnummer meiner beiden Großmütter. Absolut, absolut. Haben wir ihnen oft gespielt. Ja, Ja. Nein, in diesem Sinne, mit diesem Lied verabschieden wir uns und danke euch herzlich. Dankeschön. Habt noch eine schöne Woche, eine wunderbare Woche. Bleibt uns gewogen und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Pfiat euch gut. Baba. Macht es gut. Da drunter am Ulrichsbergerl, in einem kleinen Haus, da war vor vielen Jahren ein Handschuhmachershaus. Ein blond gelocktes Bierl, dem bringt, weil es so bitt, in Gottes Namen der Vater, Kinder gehen mit. Der Vater gelacht, was müsst denn werden? Gesorgen wir's da, mein Kleiner. Der Vater gelacht und ein hat glanzt, na Musikant.
allein zieh durch die Wiener Luft, Wolze wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, blühen Melodien, schlupfen ins Herz hinein, huschen dort wohl sich ein, bist wie ein Stück vom Glück, Landermusik. Und wie die Vögel singen, ein Bacher leise Rausch, der ganze Wald tut flüstern, als ob ein Engel blascht. Ja, so tönt's aus Landesgegend ins frohe Menschenherz und Sonnenstrahlen, die tragen die Klänge himmelwärts. Da hält Gott von der Hand dazu und fragt der Engel Kleiner, sag, wer spielt auf meiner Herz so lieb? Aber ein Pinsche sagt's, na der Lana, ja. Zieh durch die Wiener Luft, Wolze wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, blühen Melodien, schlupfen ins Herz hinein, huschen dort wohl sich ein, bist wie ein Stück vom Glück, Landermusik. Schlupfen ins Herz hinein, huschen dort wohl sich ein, bist wie ein Stück vom Glück, Landermusik. Jawohl. Viert euch gut, alles Liebe, Papa. Macht's das gut.